Ich bin ein großer Fan von mexikanischem Essen. Und du willst organisieren, scheinst du ein Taco-Night bei mir daheim. Und dann dir für mich Fisch-Tacos mit Lützebäuer Aioli nicht fehlen. Perfekt für den nächsten Taco Tuesday. Für meine Tacos brauche ich Cabello, Nacho-Chips, Rotinnen, Tortillas, Kabes und guten Aioli von der Mutarderie. Meine Tacos sind mit frittiertem Fisch gemacht und du willst machen ich noch Pickled Red Onions für dabei, für ein bisschen Balance zu geben. Also ich schneide ich 2 Rotinnen an Scheiben. Und die sind da gepickelt, also an Essig angelöscht. Und dafür koche ich ein bisschen Rotweinessig mit Zucker ab. Und ich gehe noch ein paar Pfefferkerne dabei. Und ein bisschen Salz. Aber wenn der Zucker sich bis abgelöst hat, da kann ich das ganz über meine Inne schütten. Und da können die 3 Stunden ziehen und die könnt ihr auch locker pro Woche am Frigo halten. Als nächstes mache ich eine gute Coleslaw hier dabei. Und ich mache die mit Kabis und Apfel, aber benutze hier eine kleine Spitzkohl. Und ich hole hier den Strunk raus. Den ist so hart, den braucht man nicht. Und da raspeln ich das ganz rein mit einer Mandoline. Und ihr könnt das natürlich auch auf der Hand reinschneiden. Ich fand die ganz praktisch, so eine Mandoline zu benutzen. Muss ich nicht mehr auf die Fangerin aufpassen. Und da reibe ich auch noch ein bisschen Apfel mit dran, weil das gibt dem Ganzen ein bisschen so einen süßlichen Not. Ich benutze nicht mehr einen halben Apfel, weil den heute war extra dick. Und ihr kennt den Trick, wie ihr Coleslaw so richtig gut hinkriegt. Und zwar muss man ein bisschen Salz massiert gehen. Du kannst ruhig fast zugreifen. Das bricht nämlich die Fibren vom Kabis ab und möchte, dass es ein bisschen mit zart wird. Und da könnt ihr noch ganz ein bisschen Assaisonnement dabei, wie nicht so viel, weil den Aioli soll dann noch den ganzen gut gehen. Ein bisschen Lützebäuer Honig, ein bisschen Olivenöl und noch Koriander und Limette-Jus für den kleinen mexikanischen Twist. Aber beim Koriander du kannst noch ruhig stiller matt hacken, weil die haben mega viel Gut und da geht die man wäsch. Und da brauche ich das ganz nur noch zu vermischen und an den Frigo zu stellen, bis ich Spratze für zu servieren. Also kommen wir bei das Allerwichtigste von der Taco, und zwar der Fisch. Und schon habe ich ein gutes Stück Cabello, das ich portionieren und dann panieren und frittieren. Und ich schneide den Fisch in kleine Portionen, für das so ein Stück gut auf ein Taco passt. Auf meine Panaten habe ich auch etwas kleines Extras aufhalen gelassen, und zwar meine ich mit Tortilla-Chips. Und die kommen in ein Tütchen und da diese klein geschlagen. Gut für Frustrationen rauszulassen. Auf jetzt zu panieren brauche ich natürlich auch einen abgeklappten E. Und dann dippen ich nur ein Stück Fisch, also ich an Mehl, dann an Tee und dann an Chapelure. Und die können dann auch frittiert gehen.
So, also ich all meine Elemente pratt für meine Tacos zu assemblieren. Ich muss nur noch meinen kleinen Taco-Schals warm machen und das immer pratt. Alles geht es. Als erstes ein bisschen Coleslaw. Dann ein Fischfinger. Ein bisschen rot innen. Und dann zum Schluss natürlich unser super Aioli. Und ich verdünne den mit ein ganz bisschen Wasser, für dass es sich besser drizzeln lässt. Ei, schon so gut. Und zum Schluss noch ein ganz bisschen Koriander drüber. Und dann ist mein absolut genial Fischtaco schon fertig. Guten Appetit! Yum, yum. Und die Tacos heißen übrigens auch mega gut mit Samurai-Sauce.